Wir haben hier scharenweise Zuschauer, das wird ein fantastischer Renntag. Willkommen beim großen Preis von Australien. Lewis Hamilton startet von einer großartigen Position in die Saison. Mal sehen, ob er sie nutzen kann, um das Rennen heute zu gewinnen. Wir alle wissen, was Hamilton für ein Tempo gehen kann, und wenn man ihm ein schnelles Auto gibt, dann gewinnt er Rennen. Sollte er am Ende der ersten Kurve vorn sein, wird es heute sehr schwer, ihn zu schlagen. Wie geht Nico Rosberg es an, im heutigen Rennen die Zeit aufzuholen, die ihm gestern im Qualifying gefehlt hat? Er muss im ersten Stint auf Tuchfühlung bleiben und dann das Beste herausholen, wenn der Wagen leichter wird und der Reifenverschleiß nachlässt. Ja gut, das ist die Startaufstellung. Fernando Alonso, Platz 4, das sind wir hier, stand vom Platz 4. Und ich hoffe schwer, also wie gesagt, ich werde wirklich keine Rückblenden verwenden. Also egal, ob ich mich drehe, was auch immer, ich werde nichts verwenden. Ich hoffe einfach schwer, dass ich die ersten 2 Kurven überlebe, eventuell noch die dritte dazu. Und dann ist es mir egal, weil dann habe ich Luft, aber es ist einfach so, die ersten paar Runden, die sind extrem schwierig. So, wir schauen mit den Option-Reifen, also mit dem Weichen, kommen in Runde 7 oder 8 in die Box. Also werden 15 Runden sein, geschätzte Renndauer wird ca. 22 Minuten sein. Gut, dann starten wir. Drückt mir die Daumen, es geht los mit dem großen Preis von Australien. Und los geht's. Wow. Ganz okay weggekommen. Wow, da kommt Bottas. Bottas hat mich berührt. Bottas hat mich wieder berührt. Da hat es einen Unfall gegeben. Ich glaube, das war Bottas, der sich weggedreht hat. Müssten wir dann in der Wiederholung schauen. Wir sind aber durch hinter den Silbenpfeilen. Was für ein Start schon. Hier in Australien. So, jetzt muss ich natürlich versuchen, dass die mir da vorne nicht wegziehen. Wobei der Mercedes-Motor natürlich viel schneller ist als der Ferrari. Hier kann eine ganz andere Pace gehen. Ich schalte mal auf mager, ein bisschen Benzin sparen, dass ich dann verbremse, dass ich dann vielleicht später im Rennen nochmal auf Fettgemisch schalten kann und dann vielleicht noch etwas rausholen kann. Oh, aufpassen, nicht Kurve schneiden, das gibt Strafen. So, also ich muss mich auch zuerst wieder ins Spiel reinfinden. Okay, das wäre eigentlich eine dritte Gangkurve. Weil das hier ist die 4. Gangkurve. Hier geht man in den 2. generell runter. Wow, die Ferraris, die Mercedes, die gehen da ganz schön ab. Hinter mir ist Ricciardo, gut, die fahren momentan auch wirklich sehr, sehr langsam. Haben natürlich auch nicht so viel Drehmoment wegen dem Magergemisch. Oh, jetzt habe ich es nicht mitbekommen. War da Regen angesagt? Ich hoffe mal nicht. Oh, hier liegen noch Teile rum. Hier hat es offenbar auch noch einen Unfall gegeben. Okay, da kommt innen Ricciardo. Der zieht auch vorbei, ich lasse ihm wirklich Platz, ich will da nichts riskieren. Jetzt muss er mir aber den Platz lassen. Ha! Netter Versuch, Ricciardo. Ich habe viele Probleme mit dem Fahrzeug, ich rutsche hier wirklich nur permanent rum. DRS ist aktiv, gut. Nicht zu früh geschaltet, muss ich schon kurz einen Gang zurückgehen.
ist natürlich wirklich schwierig hier zu sprechen und zu fahren, weil Formel 1 ist wirklich ein Rennen, also ein Spiel, da muss man sich sau konzentrieren. Oh. Also Ricciardo hängt mir ziemlich im Heck. Habe ich auf dem Rasen abgebremst, das war ein bisschen blöde. So, ich bleibe jetzt innen. Muss aber früher abbremsen, weil genau, sonst passiert das, dass ich die Kurve nicht mehr erwische. Und das Problem ist, die da vorne ziehen mir davon, weil Ricciardo mit mir hier ein bisschen am Fighten ist. So, wieder an gleicher Stelle hat er versucht zu überholen. Hat leider nicht geklappt. Wow, wow, nein. Wow. Ach scheiße, da ist mir das Heck blöd ausgebrochen. Also aus dem zweiten Gang raus zu beschleunigen ist sau schwierig. So, der Rest, ich hole aber eher weniger auf, denke ich mal, weil ich halt auf Mager fahre. Das merkt man spätestens hier. Zweite DRS-Zone. Könnte es an der Kurve versuchen. Oh nein! Ricciardo, das wollte ich nicht. Das war eine dumme Berührung. Ja, war jetzt nicht gerade eine Glanzleistung. Ich habe ein bisschen touchiert. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Aber er ist ein bisschen blöd gestanden, hat jetzt wirklich die Mitte von der Strecke genutzt. Und hat mir eigentlich wirklich keine andere Option gelassen, als ihn ein bisschen zu berühren und zu ihm zu sagen, hallo, jetzt komme ich dann hier. Ah, hier verliere ich immer zu viel Zeit, weil ich da so drifte. Jetzt bleibe ich innen, jetzt muss er mal außen rum. Jetzt habe ich vielleicht ein Problem. Jetzt versucht es wieder außen. Aber es ist jetzt nicht so, denke ich. Ja doch, es holen schon ein paar Leute wieder auf. Also wir verlieren schon Zeit. Ja, jetzt hat er natürlich DRS, das ist jetzt ein bisschen blöde, weil der kommt jetzt, der ist schnell. Oh, das ging leider nicht ganz auf. Jetzt hat er nochmal DRS. Ja, jetzt zieht er davon. Jetzt ist er weg. Den hole ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr auf. Ah, doch, ich komme schon wieder innen durch. Boah, das war jetzt sehr riskant. So, also die Mercedes-Piloten, die sind weg. Also, dass ich die aufholen werde, wird sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Das muss ein grober Fehler passieren. Da kommt wieder Ricciardo. Muss immer wirklich im Rückspiegel schauen, wo der ist. Weil das ist sau gefährlich, wenn ich den irgendwie ab... Oh, jetzt hat es einen Unfall gegeben. Jetzt habe ich ihn abgeräumt. Das kann eine Strafe geben. Das war jetzt eine Verwarnung. Jetzt hatte ich noch Glück, aber den habe ich jetzt leider erwischt. Okay. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, es hat eine Verwarnung gegeben, nicht dass ich das irgendwie wiederholt und dann bekomme ich noch mehr Strafen. Was war das, Ricciardo? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal. Ich glaube schon, ja, es war Ricciardo. Hülkenberg ist hinter mir jetzt. Wo ist eigentlich Vettel? Der Vettel, der war ja auf Position... Der war auf Position 3, glaube ich. Der war in Position vor mir. Aber der ist jetzt irgendwie... Oh, Verbremser, der ist jetzt irgendwie weg.
Wir fahren jetzt wieder mal auf dem Standardgemisch. Und auf der Geraden muss ich dann mal nach dem Wetter fragen, weil es ist mir doch ein bisschen zu bewölkt. Och, nein, was ist das da vorne? Gut, das ist ja ganz neu. Diese Info. Ah, das haben sie jetzt wieder so eingebaut. Ach du Scheiße, ich wollte jetzt nachfragen, wie das... Ah. Okay, da gab es mal ein Update, wo ich nichts mitbekommen habe. Nein, ich wollte jetzt... Man kann nämlich nachfragen mit dem Wetter. Aber... Ja, das ist super. Jetzt ist natürlich Hülkenberg an mir vorbei. Muss ich jetzt versuchen aufzuholen. DRS habe ich bestimmt. Oh, was für ein Drift. Okay. Also Benzin habe ich 3 Runden plus. Oh, die Reifen sehen scheiße aus. Die Reifen sehen total scheiße aus. Das fühlt sich auch scheiße an zu fahren. Temperaturen ist alles in Ordnung. Okay. Da sind sie aber zurückgerudert, ne, Codemasters? Da haben sie wieder das gleiche System von den letzten Rennspielen eingebaut. Das war nämlich nicht so. Ich habe das noch geil gefunden, wo man nachfragen konnte, wie das Wetter wird. So. Wow! Da gab es eine Berührung, nicht von mir. Der hat reingezogen. Ja, schon wieder eine Verwarnung wegen Kollision. Okay, Hülkenberg habe ich jetzt auch geschossen. Also, fetter Verbremser dafür. Jedes Auto, das an mir vorbei will, schieße ich noch ab. So, jetzt hinter mir Perez und noch einer. Sind aber selber gerade im Zweikampf. Ja, aufpassen, nicht zu viel abkürzen. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen beruhigen. Zuerst wieder ein bisschen ins Rennen finden. Da muss ich in die Box gehen, glaube ich 7 oder 8, 9. Wow, also ich bleibe jetzt noch eine Runde draußen. Jetzt sind sie jetzt innen vorbei. Okay, ich muss in dieser Runde noch an die Box gehen. Oh, ich hätte schon in letzter Runde in die Box gehen sollen. Ja, das ist ein bisschen blöd, ich muss den Sprecher viel lauter stellen, ich höre den fast nicht. Oh shit, die Reifen sind total hinüber. Bin nur noch am Rutschen. Oh ja, die Reifen sind hinüber. Boah, im 4. Gang noch Wheelspin, das ist ja extrem. Ja, hier kann ich es jetzt voll versauen, da ich jetzt nicht in die Box gehe. Boah, jetzt habe ich sau viele Probleme. Komm schon. Ja, ich weiß, Box. Boah, das Auto schiebt nur noch drüber, also man denkt eigentlich, es passiert nichts. Hinter mir ist ein Magnussen. Er wird jetzt auch an mir vorbeigehen, vermute ich mal, weil ich kann nicht schnell fahren mit diesen Reifen. Es geht nicht mehr. Ich fahre ganz langsam um die Kurve und drehe mich fast weg. Options? Hamilton fährt mit Options? Ich bekomme jetzt die Primes. Okay, das ist sehr strange. So. Wir haben jetzt die Primes drauf. Sind auf Platz 4, vor uns ist Button. Also wir haben noch die Chance auf Platz 3 raufzufahren. Wow.
Aber wir haben Platz verloren an Perez. So, jetzt muss ich die ersten paar Runden ein bisschen früher schalten, dass das Auto nicht wegdriftet. Und auch früher bremsen. So, jetzt sollte ich aber langsam. So, jetzt sind die Reifen grün, jetzt kann ich wieder ein bisschen Stoff geben. Wie viel Benzin habe ich noch? 3 plus, okay. Boah. Ja, ich lasse es jetzt mal so. Werde dann aber bei Runde 11 circa, oder Runde 12, besser 12. Runde 12 werde ich dann auf Fettgemisch gehen. Dann kann ich nochmal richtig Gas geben. Perez, außenrum! Ja, da gab es wieder eine Berührung. Das kann jetzt eine Strafe geben, weil das war jetzt definitiv mein Fehler. Ich habe einfach reingezogen. Eieiei, wieso endet jedes Überholmanöver von mir in einem Crash? Aber die Reifen sind wieder viel, viel besser. Ich kann wirklich jetzt wieder fast um jede Kurve ein Vollgas geben. Also nicht um jede Kurve, aber natürlich beim Rausbeschleunigen. Und da hole ich auf zu Button. Also der dritte Platz ist noch nicht verloren, den ist noch drin. Ich kann es jetzt wirklich nur noch versauen, indem ich zu viel Gas gebe und dann irgendwie in die Mauer klatsche, weil die Mauern sind hier sehr nahe. Also wenn man mal abfliegt, dann sicherlich in die Mauer. Boah. Oder dass ich eine Strafe bekomme, weil so wie ich fahre ist ja nicht gerade ideal, aber hier versau ich es immer. Hier mache ich einen großen Fehler, hier beschleunige ich falsch raus oder komme falsch um die Kurve. Okay, aufpassen. Aufpassen. Das war jetzt wieder hart an der Grenze. Also von mir wird verlangt, dass ich Platz 1 werde, das können die vergessen. Die Mercedes sind einfach zu schnell. Bleib noch hinten. Button! Gib Gas. Da sind wir vorbei. Schönes Überholmanöver. Button hat auch schön Platz gemacht, hat sich nicht groß gewehrt. Und damit sind wir wieder auf dem Podium. Wir haben erst jetzt die Hälfte verbraucht von Benzin. Erst die Hälfte, das ist sau viel. Sau wenig meine ich. Weil das Rennen ist in 4 Runden schon zu Ende. 3 Runden habe ich aber immer noch. Aber jetzt habe ich viel zu früh gebremst. So, jetzt starten Ziel gehe ich auf Fettgemisch. Wobei, ja, ich kann einfach den Vorsprung auf Button vergrößern, falls noch irgendwas passieren sollte, wo ich noch eine Strafe kassiere, zum Beispiel 10 Sekunden, dann habe ich das sicherlich drin. Ich gehe jetzt mal auf Fettgemisch. Jetzt werde ich ein bisschen schneller, heißt aber auch, dass ich beim Rausbeschleunigen aus den Kurven ein bisschen vorsichtiger sein muss. Hier könnte ich ruhig in den 4. Gang gehen, merke ich gerade, ich bin jetzt immer mit dem 5. rum. Aber
Ich versuche jetzt schon ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Nicht irgendwie unnötig noch einen Fehler zu machen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich gemacht habe. War jedenfalls völlig also es war eine totale Katastrophe. Das war auch hart an der Grenze. Also muss ich aufpassen, wirklich. Das war ein Gang zu viel runter. Wie gesagt, ich muss aufpassen. Hamilton führt das Feld an. Ja, Rosberg ist 1 Sekunde schneller als ich, das ist sau viel. Ja, ist klar, das Button ist 1 Sekunde langsamer als ich, okay. Da muss ich auch aufpassen, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Wie sieht es mit den Reifen aus? Ein bisschen gelb. Also ich muss wirklich aufpassen, was die Reifen anbelangt. Ich schon die ein bisschen zu wenig. Durchseitige Aktionen gehen natürlich die Reifen sehr schnell kaputt. Boah, aufpassen, wirklich. Also jetzt mache ich grobe Fehler, was das Abkürzen anbelangt. Wow, aufpassen. Alter Schwede. Ich drifte nur rum. Aber da hat Button irgendwie auch aufgegeben, der kommt nicht näher. Was ist das für ein Auto da vorne? Das ist nicht Rosberg. Denke ich mal nicht, ich hoffe es. Aber ich denke zwar eher weniger. Das wird eine Überrundung sein. So, ich gehe jetzt mal wieder auf Standardgemisch. Es ist so schwierig zu fahren hier, weil es ist wirklich sau schnell. Und sauber zu fahren. Was ist das für ein Auto da vorne? Das sah aber so aus von der Seite wie ein Mercedes. Würde mich freuen. Aber Rosberg hat einen großen Fehler gemacht, wenn der so weit hinten ist. Was ist das für ein Auto? Was ist das für ein Auto? Wirklich, was ist das für ein Auto? Ist das Rosberg? Nee, das ist doch nicht Rosberg. Aufpassen, aufpassen. Nee, das ist nicht Rosberg. Oder? Nein. Nee, das ist nicht Rosberg. Rosberg würde, denke ich mal, nicht so langsam fahren. Nein, wenn es sogar 1 Sekunde schneller ist als ich, wird das sehr wahrscheinlich nicht Rosberg sein. Ericsson ist das, okay. Ericsson, der ist ein 20. Das ist der letzte, der muss mich jetzt dann vorbeilassen. Der bekommt jetzt dann eine blaue Flagge geschwenkt. Da versucht er Platz zu machen, aber
Ja, Ericsson, was machst denn du? Ericsson, lass mich verdammt nochmal vorbei. Du kleine Schlingel, du. Okay, das muss ich jetzt mal so regeln. Wow, weil der hat mich jetzt nicht vorbeigelassen. Hamilton ist im Ziel. Lewis Hamilton ist Gewinner vom Australian Grand Prix. Ja gut, Rosberg will ich jetzt eh nicht mehr einholen. Ich weiß nicht, was der labert. So 29 Sekunden, also die Mercedes-Fahrer, die sind wirklich weit weggezogen. Wir können jetzt, wenn wir keinen Fehler mehr machen, das kann alles noch passieren, Dritter werden. Sage ich mal, ein gutes Ziel oder beziehungsweise ein gutes Rennen. Ein paar Zwischenfälle hatten wir drin. Ein paar Mal wäre eine Strafe eigentlich gerechtfertigt gewesen für mich. Aber da werden wir Dritter, da fahren wir an der Boxengasse vorbei und holen uns den 3. Platz. Und damit ist das erste Rennen hier in Melbourne zu Ende. Lewis Hamilton steht am Ende ganz vorn und gewinnt 25 Punkte. Alle Fahrer haben Respekt vor Hamilton. Er ist einer der schnellsten in der Formel 1 und wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt, hat er immer eine Chance, vorn mitzufahren. Das hat er heute erneut bewiesen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. So, und hier haben wir nochmal die Übersicht. Also Lewis Hamilton, Nico Rosberg, 1. und 2. und Fernando Alonso, 3. Platz. Jenson Button ist hinter uns, Ricciardo, mit dem hatten wir am Anfang einen sehr großer Kampf. Und jetzt sehen wir da Felipe Massa. Der war doch am Start neben mir. Den haben wir abgeräumt. Also ich werde dann die Wiederholungen noch einblenden, also beziehungsweise ich werde die direkt wahrscheinlich im Game einblenden. Ich weiß noch nicht, wie ich es dann machen werde. Vielleicht sind sie jetzt auch einfach hinten dran, wenn es scheiße aussieht. Sehen wir jetzt dann gleich. Und sonst habt ihr schon die Unfälle gesehen, wie es Ganze erstanden ist von der TV-Perspektive her. Sebastian Vettel hat auch eine Strafe bekommen, der wurde auch 5 Sekunden zurückgesetzt. Und ja, sonst, wer ist hier rausgeflogen? Bianchi ist rausgeflogen, okay. Der hatte noch einen Unfall, der ist raus. Und ja, da würde ich mal sagen, was das mit dem ersten Rennen von Albert Park in Melbourne, der große Preis von Australien, 3. Platz, wir können zufrieden sein. Ist ein guter Start in die Saison. Ich hoffe, wir werden im nächsten Rennen vielleicht schon mal Zweiter werden oder Erster. Wäre auch natürlich auch schön, dass wir irgendwie die Mercedes-Jungs in Schach halten können, dass die uns nicht direkt wegziehen am Anfang. Und ja, damit ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer über einen Daumen hoch freuen, sowie auch über ein Abonnement und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Bis dann sage ich auf Wiedersehen, mach's gut und ciao.